Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Die Tiet, die ist mal wieder rum. Ich gröt ja tüchtig. Knüpfen wir uns zu Anfang hüt mal Hamburg für. Da ist in den letzten Wochen so auch wieder allerhand passiert. Die Luftverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe in der Stadt ist höher als durch den gesamten Straßenverkehr. Ich dürfte habt aber bloß den parkenden Verkehr untersucht, weil die Kreuzfahrtschiffe, die parkt ja auch, ansonsten wird das ja ungerecht. An Bahnhof in Altona, da hat die Bundespolizei an Gleis 8 Nägen Ankenküken in Gewahrsam genommen. Die haben sich doch verbistet. All Ankenküken sind wohl ob, das geht schon gaut, sie haben aber keinen gültigen Vorschein. Die Kulturbehörde in Hamburg, die will nun in Zusammenarbeit mit der HVV Straßenmusik fördern. An die Stationen von S- und U-Bahn und an die ganzen Bushaltestellen, da könnt Straßenmusikers nun Musik machen und sich ein Betten wird dort Taufe deinen. Wer nöges wetten will, der setzt sich am besten mit der Kulturbehörde in Verbindung. Hauptsache das Gift aber nicht so ein Dörr ein Anne, weil sie all La Paloma an den Landungsbrüchen spielen will, aber das ist ja dann wieder ein Orchester und vielleicht in Sinn von der Kulturbehörde auch wieder förderfähig. In Berlin, nächstes Thema, da ist schon nur Sommerpause. Die Ampelregierung, die will doch partout noch das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, werde auch bekannt als das Heizungsgesetz, flink noch durchwinken. Da wart aber nun nix von. Das habt sie erstmal ob September verschoben. Ein einziger Bundestagsmord, also ein von der CDU, der hat ein Antrag in Karlsruhe gestellt und hat Recht bekommen. Im ging das to flott, ha nicht noch Tiet, sich mit das neue Gesetz utführlich zu befassen. Ich mein, kann man doch nicht noch mal ein paar Gautachte beauftragen, die sich das auch noch mal ankickt und wenn was da sagt, habt ihr in Berlin vielleicht noch nie was von den Schildbürgers hört? Das nächste Thema, Levelü, sie möchten nur ganz stark bleiben. Die Römetopf ist pleite, oder sagt mal Römeputt. Frieslandgeschirr ist auch pleite, das gibt bald nix Anständiges mehr für den Haushalt zu köpen. Wenn man aber bedenkt, dass das römische Reich all mehr als 1500 Jahre untergegangen ist, dann hat sich die Römeput doch noch tämlich lang bewahrt holen. Gaut, hat sich in den letzten Jahrzehnten auch mehr als Brot und Zwiebelput sein fristet, aber will immer noch durch. Das Problem ist ja, dass du da unten in Italien irgendwann Spaghetti und Pizza erfunden habt. Und wenn du mal versucht hast, das in einen Römepott zu kochen, dann weißt du auch, warum das nu mit einem Römepott vorbei ist. Warum das nu vorbei ist? Ich mach mich Sorgen um Helmut. Wir können bloß hoffen, dass das auch noch als überlebt. Helmut? Moin. Ja, hier ist Helmut. Die Römepott ist pleite und ich bin auch pleite. Toffotten ist das nicht. Ich hab träumt von einem Roulette-Gewinn in Las Vegas. Und zwar so genau, dass ich davon überzeugt war, diese Traum, die wird dein ganzes Leben verändern. Las Vegas, hab ich träumt, Casino Mirage, dich nominieren, an 6. Juli, Viertel nach 8 abends, den Nengtein gewinnt. Ich, mein ganzen Moneten zusammensöcht, mein Freund Kurt, der hat mir auch noch was lehnt und af nach Las Vegas. Eins genauso morgen, als ich das träumt heft. Und was soll ich euch vertellen? Der Sömtein gewinnt.
Ich hef bei diesem Drum die amerikanische Schriftwies nicht beacht. Dat woll nicht an 6. Juli, nee, dat woll an 12. Juni und die ist schon nur rum. Was ich noch gut von hef, an 12. Juni, dat klappt. Mein Geld ist weg, Kurt sitzt mir in Nacken und ich bin pleite. Dabei war ich doch davon überzeugt, diese Drum, die wird dein ganzes Leben verändern. Aber doch nicht in diese Richtung. Jo, Helmut, das tat uns auch leid. Du helft dir wohl bloß noch Lotto. Das letzte Thema, das ist mal wieder Sport. Wenn man sich Handball und Eishockey bekicken darf, dann können wir uns in Deutschland doch im Moment eigentlich richtig freien. Aber bei Football, da ist so ein Betten die Wurm in. Selbst bei den Frauens. Also, und da hab ich dort den noch kurz für die Europameisterschaft. Bei den Kerls ist das so gut, die hätten eine Hansi Flick gegen die Ukraine, gegen Polen und gegen Kolumbien überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Aber Hansi Flick hat gesagt, in September wird alles anders gut. Wie hat er das wohl meint? Also das können wir im Moment bloß noch abluren. Nach der Sommerpause, dann geht die Bundesliga dann schon auch wieder los, und zwar mit 2 Krachespielen. FC Bayern München kommt hoch, hier Barben an der Weise und spielt gegen Werder Bremen. Und die HSV, die kriegt der Glicks mit Schalke down. Also, Football, jümmes werde interessant. Interessant ist nur auch, dass die Titel wieder vorbei ist. Das wollen wir wieder Plattkanal mit dort und dat. Lasst ja dort Gaut gehen. Ich grüß ja durch dich. Ich bin Jürgen Müller.